Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, ihr seht schon, ich denke, ihr könnt es euch denken, wenn ihr den Leroy im Hintergrund seht. Wir werden mal ein bisschen über Leroys Move sprechen, beziehungsweise ich werde mal das zusammenfassen, was ich gestern im Stream geäußert habe. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue und ist natürlich für euch völlig kostenlos auf YouTube. Gut. Wartet, ich starte mal rein mit einer... Ich habe es, glaube ich, abgespeichert. So. Die Verantwortlichen von Bayern München geben sich auch nach dem spektakulären Beraterwechsel von Leroy Sané demonstrativ zuversichtlich, eine Vertragsverlängerung des Nationalspielers beim deutschen Rekordmeister einzufädeln. Ich bin von Haus aus zuversichtlich, sagte Präsident Herbert Hainer am Rande der Einweihung des Franz-Beckenbauer-Platzes. Sané habe ja oft genug gesagt, dass er gerne in München bleiben will. Es ihm bei der Mannschaft unheimlich gefällt und er den Trainer sehr schätzt. Das sieht man auch, wenn man ihn in den letzten Monaten hat spielen sehen. Das sind nicht nur die Tore, sondern man sieht es auch an der Spielfreude, die er entwickelt hat, ergänzte Hainer. Ich kenne seine Beweggründe nicht, sagte Hainer. Wir kümmern uns um den Spieler und Menschen Sané, nicht um den Berater. Ja. Die Aussage, also erstmal die Aussage ist natürlich eine absolute Katastrophe, zu sagen, ja, Leroy Sané man sieht seine Spielfreude und sonst was. Leroy Sané hat diese Saison so viele gute Spiele gemacht, da reichen beide Hände, um die abzuzählen. Ja. Wie immer halt. So, das ist, was Leroy kann, mehr nicht. Ja. Dann zu sagen, ja, wir kümmern uns um den Menschen Sané, nicht um den Berater. Aber was ist denn der Mensch Sané dann für ein Mensch? Man verhandelt mit einem Spieler über Wochen, vielleicht sogar Monate, einigt sich dann mündlich darauf, es fehlt nur noch die Unterschrift über eine Vertragsverlängerung. Und dann sagt dieser Mensch und Spieler Sané, nee, weißt du, nee. Ich nehme jetzt mal einen anderen Berater. Ja, dass es dann noch der Piranha Pini Sahavi ist, spricht, denke ich, nochmal eine eindeutige Sprache. Was sagt das denn dann über den Menschen Leroy Sané aus? Welchen Grund soll es denn geben, den Berater zu wechseln, wenn man mit dem, was erreicht wurde, zufrieden wäre? Dann gäbe es doch keinen Grund. Ja? Es kann doch nur einen Grund geben, und das ist, dass man mit dem Erreichten nicht zufrieden war. Und deswegen sagt man, ach, nee, also wir haben jetzt 3 Monate verhandelt, also nee, wir fangen jetzt nochmal bei Null an und ich hole mal den Typen, der dafür gesorgt hat, dass ein Alaba den Verein verlässt und der Levi uns ausbluten lassen hat. Den hole ich jetzt und der verhandelt dann jetzt nochmal neu. Wir fangen nochmal bei Null an. Sorry, ja, da kann eigentlich keine andere Ansage vom Verein kommen als: Alles klar, Leroy, wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute, hau rein. Ja. Das ist die einzige Ansage, die da kommen kann. Ey, es ist ein absolutes Trauerspiel, wie wir uns von den Spielern auf der Nase rumtanzen lassen. Dass ein Leroy Sané diesen Move macht, ey, alles fein. Ja. Ich habe da letztens in meinem Gaming-Stream drüber diskutiert. Ihr müsst alle mal eure Fußballromantik wegschieben. Ja, bei mir ist die seit Jahren weg, spätestens seit der Coman-Sache, seit der Verlängerung da damals, diese Knarri-Geschichte und alles. Ihr müsst das wegschieben. Ja. Diese Spieler spielen nicht beim FC Bayern, weil der FC Bayern so ein geiler Verein ist. Die spielen beim FC Bayern, weil der FC Bayern die krassesten Gehälter für Durchschnittsspieler zahlt. Das ist der Punkt. Ja. Das ist der Punkt, Alter. Nichts anderes. Es gibt, glaube ich, will behaupten, es gibt keinen Spieler in dieser Mannschaft. Nehmen wir vielleicht noch einen Pavlovic, der ist noch ziemlich jung. Ansonsten gibt es keinen Spieler in dieser Mannschaft. Keinen. Absolut, wirklich keinen Spieler, der beim FC Bayern spielt, was der FC Bayern ist. Ja, der eine oder andere wird vielleicht ein paar Sympathien haben und da kommt das noch dazu gelegen. Alle anderen Spieler
spielen beim FC Bayern des Geldes wegen. Punkt. Nichts anderes. Ja. Und jeder, der was anderes denkt, sorry, der lebt einfach noch in seiner Fußball-Romantik-Welt. Fußball ist nur noch Business. Ja, es ist einfach so. Sorry, die Kloppgeräusche im Hintergrund sind Handwerker. Jupp Heynckes hat es die Tage perfekt gesagt. Ja? Fußball ist nur noch Kommerz. Und ja, das ist es. Ja. Also ich meine, wenn man Durchschnittsspieler wie Alphonso Davies 15 Millionen plus 5 Bonus im Jahr zahlt, sich so auf der Nase rumtanzen lässt von diesem Spieler, ja, sorry, da muss man sich nicht wundern. Ja. Da muss man sich nicht wundern, dass Libo jetzt den gleichen Move macht. So. Und das werden alle Spieler in Zukunft genauso machen, bis man irgendwann mal einen Riegel davor schiebt. Ja. Wir geben aktuell in der Führung, was die Vereinsführung angeht, was die sportliche Führung angeht, was das Verhandeln angeht, ein katastrophales Bild ab. Ein katastrophales Bild auf allen Bereichen, Alter. Das ist eine Farce. Ja. Angefangen mit den Aussagen von Max Eber letzte Saison, wir werden alles auf die Probe stellen. Jeder, der nicht 100% FC Bayern fühlt, wird diesen Verein verlassen. Wer hat den Verein verlassen? Niemand. Die Aussage, ja, das ist unser letztes Angebot an Alphonso Davies. Wenn er das nicht annimmt, ja, dann wird der Vertrag halt auslaufen. Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, man hat den Vertrag verlängert zu horrenden Summen, ein fettes Handgeld gezahlt für einen durchschnittlichen Spieler. Mehr ist Alphonso Davies nicht. Sorry. Es kann gut sein, dass Alphonso Davies die nächsten 1-2 Jahre, sofern er überhaupt nochmal jetzt wiederkommt, so schnell kommt er nicht wieder mit seiner Verletzung, dass er, wenn er die nächsten 2 Steps macht, dass er vielleicht mal das Niveau erreicht, ja, dass er dieses Gehalt mal rechtfertigt. Aber ey, das Gehalt ist so abstrus einfach. Ja. Das ist ein Gehalt, als wärst du ein Weltklasse-Spieler und nicht das, was ein Alphonso Davies gerade ist. Ja, das muss man mal knallhart sagen. Dann wundert man sich, dass ein Upamecano jetzt sagt, ey, Leute, ne, ihr wollt jetzt den Vertrag verlängern? Warum sollte ich das tun? Erstmal, dass er auch 15 Mille will. Ja, sollte klar sein, oder? Wenn ein Durchschnittsspieler wie Alphonso Davies 15 Millionen plus Bonus verdient, dann möchte natürlich ein Upamecano und jeder andere Spieler, wo es dann die nächsten Jahre darum geht, einen Vertrag zu verlängern, will das auch haben. Warum sollte man sich mit weniger zufrieden geben? Wenn man einen Durchschnittsspieler 15 Millionen plus Boni zahlt, warum sollte man das tun? Warum sollte ein Upamecano jetzt sagen, nee, alles gut, ich verlängere meinen Vertrag jetzt für 12 Millionen, ich möchte auch kein Handgeld. Warum sollte er das tun? Warum? Was wird ein Upamecano tun? Upamecano wird ins letzte Vertragsjahr gehen. So, dann hat er alle Trümpfe in der Hand. Alle. Ja, dann wird es daraus hinauslaufen, dass der FC Bayern sagt, ja, hier hast du auch 15 Mille und 25 Handgeld, oder er geht zum anderen Verein. That's the point. Ja. So, du hast die Tür geöffnet, so groß, für alle weiteren Verhandlungen. Ja. Katastrophe. Katastrophe, dieses Zeichen, was man da gesetzt hat. Ja, ist eine Katastrophe. Musiala hat ein Handgeld gezahlt, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hat. Ja. Also, wo soll jetzt ein Spieler sagen, ach nee, ich brauche kein Handgeld. Ja, man hat dem Tür und Tor geöffnet und das wird den FC Bayern so um die Ohren fliegen, das ist eine Katastrophe. Ja, man hätte einfach eine klare Kante zeigen müssen. Fonzie Davies hätte gesagt, hier, das sind 12 Mille oder 10 Mille und 2 Bonus. Du kriegst kein Handgeld, entweder verlängerst du den Vertrag oder du gehst. So. Das wäre die Ansage gewesen, die gestanden hätte. Ja, und wenn er dann den FC Bayern doch so liebt und so im Herzen trägt, dann hätte er das Angebot doch angenommen. Aber ich denke, davon kann er sich immer noch Brötchen leisten. Ja. Man hat genau das Gegenteil getan. Ja. Und Musiala hat dann dieselbe Katastrophe. Ja, ich gehe damit. Musiala hat das Potenzial, dahin zu kommen, dass er diese 25 Millionen wert ist. Irgendwann. Aber auch da, dass man denen dann noch ein Handgeld geben muss, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hat, nur damit er beim FC Bayern bleibt. Da braucht ihr ja auch nicht denken, dass der Musiala sagt, oh ja, ich
hier der FC Bayern, ich trage ihn im Herzen, ich möchte nirgendwo anders hin, ich bin verliebt in den FC Bayern, ich bin nur hier deswegen. Nee, der ist da, weil er 25 Millionen in den Arsch geschoben kriegt und fettes Handgeld kassiert hat. Und eine Ausstiegsklausel gekriegt hat. Deswegen ist er beim FC Bayern. Ja. Und nochmal, welche Zeichen setzt das denn für alle anderen Spieler, die die nächsten Jahre in irgendwelche Verhandlungen gehen müssen? Ja. Und da muss man sich jetzt auch nicht wundern, dass ein Leroy sagt, was? Keine Ahnung, 10 Millionen und irgendwelche Boni. Denkt er sich auch, was habt ihr denn für Sorgen? Ja. Kein Handgeld? Hä? Da muss man sich nicht wundern. Ja? Man muss jetzt irgendwann mal die Grenze ziehen und irgendwann mal die andere Richtung einschlagen. Ansonsten wird das eine Katastrophe werden, die kommenden Jahre. Ob man das tun wird, I don't know, bin ich selber gespannt. Wie gesagt, menschlich, I don't know, ich kenne den Leroy nicht. Dass ein Leroy ein Fußballer ist und geldgeiler Sack ist, wie alle anderen auch, alles gut, das werfe ich ihm noch nicht mal vor. Du kannst dir natürlich erstmal dem Verein vorwerfen, dass er überhaupt darüber nachdenkt, mit Leroy Sané zu verlängern, dass man da überhaupt verhandelt hat. Das ist nämlich schon eine Katastrophe, was er die letzten 5 Jahre bei uns geleistet hat. Wenn das Niveau ist, beim FC Bayern das sportliche Niveau zu sagen, ja, das reicht, wenn wir Spieler haben, die pro Saison 10, 15 gute Spiele machen, denen zahlen wir gerne 20 Millionen oder dann jetzt nur noch 10 und 5 mit Boni, dann ist das nochmal ein anderes Zeichen, was man raussendet. Ja? Ich meine, es stellen sich nicht umsonst andere Top-Clubs dahin und sagen, ey, was der FC Bayern an Gelder zahlt, ist Wahnsinn. Allein das sollte einen schon zu denken geben. Ja? Und ich weiß nicht, was man erwartet. Man erwartet jetzt, man hat einen Musella für 25, man verpflichtet noch einen Wirtz für 25, hat einen Harry Kane für 25, hat dann Durchschnittsspieler Alphonso Davies, der 15 bekommt. Was erwartet man denn dann, was die anderen Spieler, die in dieser Mannschaft sind, verdienen wollen? Erwartet man dann, die sagen alle, oh ja, danke. Wir spielen jetzt hier für 5, 6, 7, 8 Millionen, damit die anderen Spieler finanziert werden können? In welcher Traumwelt lebt man denn bitte? Ja, wenn Alphonso Davies, der wirklich, was hat der beigetragen zu diesem Erfolg? Was hat er die letzten Jahre, wie hat er sich die letzten Jahre entwickelt? Ja? Wenn der schon dieses Gehalt bekommt, Alter, sorry, welche Argumente hast du denn dann bei Leistungsträgern wie ein Upamecano? Welche Argumente würdest du den Opa denn jetzt sagen, dass er nicht diese 15 Millionen bekommt und nicht diese 20 Millionen Handgeld? Welches Argument hast du denn? Gar keins. Ja? Du hast diese Büchse der Pandora geöffnet bei Alphonso Davies. Ja? Ihr hackt immer alle auf dem Bratzo rum, dass er den Hernandez verpflichtet hat und da 18 Millionen Geld, 18 Millionen Gehalt gezahlt hat. Ja, die Büchse, die jetzt aufgemacht wurde, ist aber nochmal viel, viel katastrophaler, weil Hernandez hat wenigstens geliefert, wenn er denn fit war. Ja, das können wir über Alphonso Davies bisher nicht behaupten. Ja, jetzt zuletzt, die letzten 5, 6 Spiele war er stark, keine Frage, ohne Wenn und Aber. Davor die ganze Saison war es eine Katastrophe. Letztes Jahr war es eine Katastrophe. Defensiv ist er immer noch eine Katastrophe. Das wird sich auch nicht ändern. Ja? Und dafür bekommt er 15 Millionen und hat 20, 25, wenn nicht sogar 30 Millionen Handgeld bekommen. Das müsst ihr euch mal reintun, Alter. Ja? Und dann wundert man sich jetzt, dass Leroy sagt, oh nee, damit bin ich jetzt nicht zufrieden. Ich nehme jetzt mal einen anderen Berater. Ja. Und was macht der Verein? Der Verein sagt, ja, alles gut, wir gucken auf den Menschen, der Berater ist uns egal. Ist kein Thema. Wir verhandeln einfach nochmal komplett neu. Ist doch nicht schlimm. Macht doch nichts. Ja. Du musst jetzt mal ein klares Zeichen setzen, Alter. Du musst jetzt mal sagen, alles klar, Liebe, hau rein. Ne? War schön mit dir, du hast 5 Jahre hier gehabt, die durchwachsen waren. Du machst jetzt so einen Arschloch-Move gegenüber den Verein. Ja, dann such dir einen neuen Verein. Ist doch kein Problem. Ja. Also wir reden immer davon, ja, der Verein muss immer den Spielern gegenüber so dankbar sein. Leute, die Spieler müssen auch mal dem Verein gegenüber Dankbarkeit zeigen. Ja. Das gibt es aber nicht mehr. Ich habe es gerade schon gesagt, die Spieler haben das Heft des Handelns in der Hand. Wenn ein Spieler sagt, wie ein Gnabry, wie ein Goretzka, wir wollen nicht wechseln. Ja, dann sagt der Verein, ach ja, alles ist gut. Okay, dann ist das so. Ja. So. Und wenn es um Vertragsverlängerung geht, gehen die Spieler ins letzte Vertragsjahr, weil das bei uns am Verein gar kein Problem ist und ziehen dich dann aus.
ziehen dich lang, ziehen dir die letzten Millionen aus dem Arsch raus. Und der Verein macht das alles mit. Der Verein macht das alles mit. Der sagt nicht einmal, alles klar, hier, wir planen nicht mehr mit euch, Trainingsgruppe 2. Die sagen nicht, Alphonso Davies, letzte Vertragsjahr, du willst hier alles rauspressen. Nee, dann geh doch nach Real Madrid. Ja, ist doch alles gut, dann mach das doch. Passt schon. Ja, und auch ein Musiala, Alter, den hättest du auch mal ein paar Grenzen aufzeigen müssen. Und wenn Musiala dann gesagt hätte, nee, verlängere meinen Vertrag nicht, dann hätte sie ihn verkauft jetzt im Sommer. Fertig. Punkt. Ja, also den Weg, den wir gerade einschlagen, Alter, der lässt mich, was das angeht, gehältermäßig und so weiter, ist das nichts, wo man freudig in die Zukunft gucken kann. Ja, das ist eine Katastrophe. Und ich bin super auf die Entwicklung gespannt. Ja. Wir werden arge Probleme bekommen. Arge Probleme. Opa ist der Anfang. Ja. Jeder, wo es dann umgeht, den Vertrag zu verlängern, wird das Argument von C. Davies bringen, Alter. So, Musiala kannst du ja irgendwo noch außerstehen lassen, weil er ein außergewöhnlicher Fußballer ist. Aber es ist ein Alphonso Davies nicht, Alter. Alphonso Davies ist schnell, ja, und das war's. Der ist kein Leistungsträger, der ist keine tragende Säule dieser Mannschaft. Das ist ein durchschnittlicher Spieler. Der natürlich das Potenzial hat, höher zu kommen, keine Frage. Das hat ein Leroy Sané aber auch. Und wir sehen, wo er seit 5 Jahren rumdümpelt, oder? Um mal auf Leroy zurückzukommen. So. Und das war nicht der letzte Move. Ja. Und man setzt sich wieder an einen Tisch mit einem Pini Zahavi, Alter, der es schon beim Alaba versucht hat. So, ich würde direkt sagen, ey, direkt Statement setzen, nee, mit dem Berater verhandeln wir nicht, Leroy, hau rein. Feierabend. Ja. Ganz einfache Kiste, wo ist das Problem? Also wir müssen mal endlich müssen wir mal ein Zeichen setzen. Und ja, ich weiß, ich habe das gestern mit ihm auch gehabt, ja, aber da müssten das alle europäischen Vereine mal machen und dann kann man dem mal Herr werden. Nee. Ja, wir haben keine Investoren, wir haben dies nicht, wir sind eh schon anders wie alle anderen europäischen Top-Clubs. Du musst jetzt einfach mal eine Grenze ziehen, Alter. Aber das haben wir nicht gemacht. Das haben wir verpasst dieses Jahr. Ja, und jetzt wundert man sich, dass einem alles um die Ohren fliegt. Und Leute, ein Opa wird das nicht anders gehen. Entweder zahlst du dem die Kohle oder das war's. Ja. So, und der nächste, wo das ausläuft, wird das wieder nicht anders sein. Ja. Nochmal, man hat da die Büchse der Pandora geöffnet und man ist da jetzt in der Spirale drin. Ich weiß nicht, warum man das getan hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, also. Ja, Leroy, ja, wie gesagt, machen wir es nochmal rund zum Ende. Ist ein absoluter Arschloch-Move, da brauchen wir nicht drüber reden. Und ja, aus meiner Sicht gibt es nur eine Lösung zu der Sache und man muss jetzt sagen, alles klar, Leroy, du hast den ausgehandelten Vertrag, hat dir nicht gefallen, deswegen hast du einen Berater gewechselt. Das ist völlig legitim, so ist das Geschäft, aber dann brauchen wir dich nicht. So, weil auch dieser Move zeugt ja dann nicht davon, dass man sagt, oh ja, oh, diese Mannschaft ist mir so wichtig, oh, ich fühle mich so wertgeschätzt und ich liebe diesen Verein so, deswegen möchte ich beim FC Bayern bleiben. Nee, dieser Move sagt genau das Gegenteil. Ja, ich meine, er hatte die letzten 5 Jahre auch nur 100 Millionen kassiert vom Verein. Nach Steuern sind es nur 50 Millionen. Leute, da muss er jetzt auch nochmal das Maximale rausholen in den nächsten 3 Jahren. Also mit 50 Millionen kommst du ja auch nicht weit. Ist ja so. In der heutigen Zeit, was sind denn 50 Millionen, oder? Also ich bitte euch. Kann man schon verstehen, oder? In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.